Guten Tag, ihr Leid. Guckt mal, also ist alles noch Work in Progress hier, aber es läuft. So, hallo Jessie. Guten Tag. Guten Tag. Wo waren wir stehen geblieben? Wo waren wir stehen geblieben? Am Panoladen vor der 5. Was? Keine Ahnung, es war ähnlich. Das war mal hier die Lümmel von der letzten Bank, ein Witz. So, und somit herzlich willkommen zu dem Alte Leute Let's Play. Also, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und es waren schwierige Hausaufgaben. Und zwar, wir haben letztens über Animes geredet und da im Speziellen über Vox-Synchros. Wo ich gesagt habe, da ist ein Mann oder eine Frau, die in jedem Anime aufgetaucht sind und irgendjemand davon heißt mit Nachnamen Kaufmann. So, Achtung, I'm gonna drop some knowledge. Gotta boom. Also, der Mann, den ich meine, heißt Sascha, also der Synchroniteur. Der Synchronsprecher heißt Sascha Kaufmann. Und die Frau, die in jedem quasi Anime damals, in jeder Anime-Synchro auf Vox vorkam, heißt Nina Marschke. Besonders, also zum ersten Mal aufgefallen sind mir die nicht in MD Geist, das ist viel zu alt und hat auch keine deutsche Synchro, sondern in, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Armitage. Armitage 3, Polymatrix. So. Und da war er der Bösewicht und sie die Hauptprotagonistin. So. Und jetzt, wenn er hier in die Beschreibung guckt von der Folge, ich verlinke da zu der Synchronkartei, verlinke ich das Ganze. Aber ich muss jetzt hier ein bisschen Knowledge droppen. Passt auf. Also. Der hat unter anderem mitgespielt Armitage 3, habe ich ja gesagt. Und dann gucken wir mal, in was für Serien der noch mitgespielt hat. Da hätten wir zum Beispiel Dot Hack Quantum. Das ist ein Mezzo, kenne ich gar nicht, scheint von 2004 zu sein. Oh, ich gehe gerade von neu zu alt. Chobits, Yesterday Once More, keine Ahnung, Midnight Panther, was ist denn das überhaupt? Sascha Kaufmann. Kite oder Kite, Angel of Revenge. Aha, das ist dann schon so eher das, was ich noch kenne von Vox. Ups. Und die gute, die einzige, die beste Agent Aika. Da hat auch die Jessie ordentlich was zu sagen. Das hat ihr Kleidungsstil nachhaltig geprägt, diese Serie. Ja, ganz sicher. So, und dann hätten wir noch Wedding Peach. Sagt vielleicht dem einen was. Kleiner Ohrwurm gefällig. Ne. War das Wedding Peach? Oder war das Hab dich im Traum gesehen? Es war so wunderbar. Ich glaube, das war Wedding Peach. War das nicht beides? Ist egal. Wir hätten auch noch Fate's Day, Tales of Vesperia, Chobits hatten wir schon. Tekken, die eiserne Faust, der Anime von 98. Shadow Skill, sagt mir gar nichts. Armitage hätten wir schon. El Hazard, die fantastische Welt. So, das war Sascha Kaufmann. Und jetzt wird's interessant, weil ich ja gesagt habe, die waren in jedem Anime drin. Jetzt lese ich mal von Nina Marschke vor. Da hätten wir zum Beispiel Tekken, die eiserne Faust, Armitage 3, El Hazard, Riding Bean, Mezzo, Chobits, Kite, Angel of Revenge, Agent Aika, Wedding Peach hatten wir, glaube ich, schon. Also quasi, ja, dasselbe. Das ist das, was ich meine mit, die sind in jeder verkackten Synchro von Vox, waren die dabei. Und sie haben einen guten Job gemacht. Die waren wirklich gut. Aber du hast sie halt immer und überall gehört. Und irgendwann konntest du halt einfach so, oh, ist schon wieder der Kaufmann und die Marschke. So ungefähr, weißt du? Ja, ist schon. Ja, aber du willst halt in eine Fantasy-Welt eintauchen und dann bist du halt raus. Ja, du siehst, oder ich kannte halt von Armitage damals halt, und dann guckst du dir irgendeinen anderen Anime an, dann, sag mal, das ist doch die Tulla da, und das ist doch der Jean Reno, René hieß er, glaube ich, der Bösewicht-Charakter. So, du tust dich übrigens gerade, also ja, du willst hier hoch. Das ist ja der Witz. Du willst hier hoch oder willst du runter? Runter. Du willst hier runter, ne? Ja, warte doch mal, ich will erst mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ach so, du willst da, ach so, ja, okay, alles klar, so. Machen wir noch ein bisschen Anime-Geplapper? Ja. Okay, ja, wo waren wir? Keine Ahnung. Evangelion damals auf Vox. Ich weiß viele, die damals mit Evangelion angefixt wurden. Ich halt nicht, weil ich damals schon zumindest die VHS mir gekauft habe für sehr teuer Geld. Oder aber, es kann auch sein, es gab eine DVD-Version auf Deutsch, also deutschen Untertiteln.
Und die hatte ich auch. Die hat damals 300 Mark gekostet. Es geht auf. Yay. So. Und dann, ja, die DVD-Version oder die VHS-Version ist anders wie das, was man jetzt gerade auf Vox, wie heißt das? Wo man Filme gucken kann. Was? Netflix. Ja, das ist anders wie das, was man auf Netflix sieht. Da wurden ein paar Sachen geändert, sowas. Auf Netflix hast du auch die deutsche Synchro, die, glaube ich, mit der Perfect Collection rauskam oder so. Okay. Ich sehe schon, da hat jemand Spaß. Ja. Ja, aber kann man da zwischendrin ein paar Hubbel reinbauen zum Beispiel? Ja, doch. Ja, aber ich will erst mal gucken, ob es geht. So. Ja. Ich weiß gar nicht, wo du bist, hey. So. Es geht schneller, als man denkt, weil man tut ja quasi immer eins überspringen. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, auf welchem Gleis du bist. So. Ich finde es schade, dass da keine Ratter-Ratter-Ratter-Tacker-Geräusche sind. So, und jetzt hast du gerade einen Drift gebaut. Jetzt bist du mehr oder weniger am Driften quasi, Alter. Wie heißt dieses Spiel, wo du mit Zügen driften kannst? Ja. Danger Attack. Danger Attack oder so, ja. Genau. Ist relativ aktuell noch, aber das ist gerade so. Da fehlen nur noch ein bisschen so die Speedlines und so, wo wir dann wieder bei Anime wären. Und Farbe und Musik und so. Ja, das kann man alles noch in der Postproduktion reinmachen. Oh, jetzt bin ich wieder auf dem Weg raus. Keine Angst. Bist du auch mal? Nee, ich will mir noch nicht den Spaß versauen. Okay. So, also wie macht man das jetzt? Sollen wir jetzt hier einfach ein paar Hubbel einbauen, so generell, dass da ein bisschen was los ist, oder sollen wir nach unten gehen? Ich würde sagen, wir gehen nach unten, aber halt das, was nach unten geht, geht nach unten, das, was nach oben geht, bleibt so, wie es ist. Oder geht halt nach ne, je nachdem, dann halt nach oben. Ja, also ich würde sagen, wir machen jetzt hier, ne, zack, zack, wir bauen jetzt hier nach unten und tun dasselbe, was wir hier haben, unten nochmal machen und unten dann die Verbindung wieder machen. Nee, nicht? Okay. Dann musst du das so machen, wie du denkst, weil ich weiß gerade nicht. Ich habe jetzt gedacht, dass sich das nach unten spiralt. Also so, dass es nicht eine Ebene ist, sondern halt tief geht. Ach so. Nur kurz, ja, das ist... Dann mach mal. Ich habe jetzt einfach mal ach so gesagt, ohne Ahnung zu haben. So. Ja. So. Ich tue, also, gehst jetzt hier gleich runter. Also kann ich hier ein paar Hubbel einbauen und so? Oder eher nicht? Muss man mal ein paar Fackeln wieder ins Inventar machen. Ja. Eigentlich sollte das jetzt halbieren, so. Ja, eine Fackel in der Hand hab. So, was hast du gesagt? Das mit den Hubbeln wird halt schwer, weil du weißt ja noch gar nicht, wie du dann... Wieso? Wo man dann ist, quasi. Also, guck. Ja. So. Dann baue ich da ein bisschen Sand hin. So, das ist jetzt ein großes Ding. Naja, okay, das muss weg. So. Also, da muss ich dann eventuell die Decke erhöhen oder so. Oder vertiefen. So, und dann mache ich da einfach so. Okay, das kann man nicht. Moment. Zack. So, guck. Hast einen Hubbel. Das meine ich. Wo bist du denn? Ich hätte jetzt gedacht, dass es eher so ist wie so eine Sprungfeder. Weißt du, wie so ein... Eine Sprungfeder? Ja, dass sich das dann halt so auffächert ein bisschen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja. Okay, also scheinbar soll ich das nicht machen. Ich weiß es nicht. Ja, dann nicht wissen heißt ja. Ja, dann mach du deins und ich mach meins. Mal gucken, genau wo wir uns so. treffen. Genau so ist mein Plan. Wobei jetzt ich gerade so die Frage habe, okay, also das hoch ist halt gefährlich, da müssen wir da oben... Dann müssen wir da eins höher bauen, sonst hauen wir uns nämlich einen Dez an, das wollen wir nicht. Und wie man sieht, haue ich mir nämlich schon den Dez an. Dez ist übrigens französisch und bedeutet Kopf, glaube ich. Warum weiß ich das? Weil ich ein Pfälzer bin und in der Nähe von Frankreich wohne, ganz einfach. So. S'il vous plaît. Was? Wer ist blöd? Der Sivo. Ah. Kennst du nicht? Ja. Hat jemand gewohnt. So, und deshalb tun wir das jetzt einfach nach unten verfrachten. Kann man ja auch mal machen, ne? So, guck.
Okay, das wird. Okay, das wird nichts. Das lassen wir so. Junge, da haut's ja die Klöten weg. Hoppala. Was? Ja, ich weiß schon, was ich gesagt habe. So. Okay. So ist das besser. Das ist so vollkommen sinnlos. So. Das war auch zu viel. Okay. So. Da wieder hoch. Hüpp. So. Weißt du? Alles super. Einfach, keine Ahnung, damit da mal ein bisschen Action drin ist, weißt du? Ich meine, cool ist es schon, aber so, irgendwie. Wir möchten eigentlich noch mehr Fackeln. Wir können halt da oben keine Fackeln hinhängen. Hängen wir halt hier noch eine hin. Da, zack. Da. Okay. Aber Lampen könnte man da, glaube ich, hinhängen. Ja, Lampen sollte gehen. Dann müssen wir mal eine Lampe holen. Pass auf, ich gehe mal ein paar Lampen holen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Jo. Weil wir dann wieder aufpassen müssen, dass man nicht hängen bleibt, wenn man im Kart sitzt. Wir werden sehen. Ich gehe mal Lampen holen. Ich war eh schon lange nicht mehr draußen. Ich weiß gar nicht, ob es Hupsala Tag oder Nacht ist. So. Okay. Sollen wir noch eine kleine Auflösung bringen von vor 2 Folgen oder so? Oder ist schon länger her? Das Lied. Bing! Das war Mila Superstar, Mann. Nicht Mila Superstar, Mann. Mila Superstar war's. So, jetzt kann ich endlich mal dieses blöde Loch hier stopfen. Das nervt mich. Mila Superstar. Mila ist 12 Jahre alt, lebt im fernen Japan. Kulleraugen, Pferdeschwanz. Ich hab grad Mülleraugen verstanden. Ja, Mülleraugen. Coole Augen hat sie. Coole Augen. Voll Fantasie. So, ich habe keinen Bock zu singen. Also, Lämpchen brauchen wir. Dann machen wir uns mal ein paar Lämpchen hier. Hüpf. Macht man hier, glaube ich. Da machen wir uns schöne Kronleuchter. Können natürlich auch sowas Cooles. Was ist das da? Eine Fackel? Das ist eine Fackel? Okay, da bauen wir mal ein paar, oder? Brauchen wir Knochen für. Ja, sowas Schönes. Machen wir mal 5. So, und dann eine Laterne. Brauche ich Kerzen für. Okay, kriege ich aber hin. Windtempelleuchter, uralt. Also sie sollten nicht zum Hinstellen sein, sondern halt so Tavernenleuchter, sowas halt. Wo ist denn? Die Deckenleuchter, die Käfiglaterne, die finde ich schön. Die finde ich einfach schön. Das wird tief. Okay. Oh, das wird deep. So, dann machen wir auch noch normale hier. Wo ist denn jetzt die Kerze hin? Hallo Katze. Kuckuck. Los. Oh. Achso, wir haben keinen Baumsaft mehr. Baumsaft? Hieß das nicht schon Harz immer? Egal. Nun ja. Dann haben wir halt keinen Baumsaft mehr. Reicht ja aber auch. So. Ich bräuchte eine Kiste. Hier ungefähr. Ja, ist natürlich voll. Ja, ist natürlich doof jetzt. Einen Bienenstock können wir auch noch hinhängen. Okay, dann machen wir hier mal die Kerzen rein. So. Ah ja, stimmt, ich könnte mal meine ganzen Spitzhacken reparieren. Ist vielleicht sogar eine gute Idee. Mal her hier. So, einmal Spitzhacke. Und dann noch einmal. Oh. Das ist natürlich doof. Die falsche repariert oder sowas. Egal. Halt. Ja. Habe ich wohl die falsche repariert. Habe ich die repariert, was ich aktuell in der Hand hatte und die war ja noch okay. Naja. Kann man nichts machen. So ist es halt. Was habe ich eigentlich mit diesen blöden gelben Blättern da vor? Abgeben. Das habe ich damit vor. So. Oh, hopp. Halt. Tür zu machen. Wir leben doch nicht in Hoppingen. So. Ach, guck mal, es wird morgen. Ah, ich gehe am liebsten morgens unter Tage. Mhm. Und ich gehe gerne unter Tag auf den Morgen.
Was? Du hast unter Tage ein paar Morgen Land. Ah, ja. Gut. Ich freue mich doch, wenn ich helfen kann. So, das ist voll der Partyplatz hier. Da hinten könnte man Werbung dran machen. So, hallo Maus. Okay. Das Mega-Dingens da, das könnte man dann irgendwann... Ne, das lassen wir hier. Das führe ich jetzt da drüben mit zusammen, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine coole Idee. Komm mal, das machen wir jetzt. Weil ich es lustig finde. So. Man muss da natürlich noch einen Stein hin, aber grundsätzlich ja, wenn du dann halt dahin fährst, dann hast du halt gelitten, ne? Kommt denn das hierher? Okay, cool. Moment. Dann machen wir das so. So, hopp. Das ist ja erstmal noch Test, ne? Ist ja erstmal noch Test. Zap, zarab, komm her. Oh, super. Hopp, den nehme ich mit. So. So, ja, okay. Ja, das funktioniert so nicht. Wow, bin ich schlau. Wow, bin ich schlau. Okay. So müsste das aber funktionieren. Naja, da habe ich mich ein bisschen... Da habe ich mich vertan. So. Und so. Okay, reicht ja auch, glaube ich, oder? Da muss man dann durch. Ja, das passt. Moment. Oh, hopp. Das war nix. Na, kommst du hoch hier? Nicht kommst du. Gehst du hoch. Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich bin jetzt gerade voll im Steine-Kloppen, keine Ahnung. Im Steine-Klopp-Modus. Keine Ahnung. Wo sind wir stehen geblieben? Was willst du denn labern? Willst du wieder on topic werden, über Hytale reden oder willst du weiter über Anime reden? Anime war schon cool. Anime war schon cool. Ich weiß cool. gerade nicht, was ich da sagen soll. Was hast denn du als Kind? Du hast dann viel Super RTL geguckt, gell? Okay, ja. Pass auf. Wir haben eigentlich also, wie gesagt, der alte Mann erzählt. Es gab so die Frühphase von Anime in Deutschland. Also von Anime käuflich erwerben, sowas. Oh. Im Fernsehen lief halt sowas wie Sailor Moon oder sowas. Das ist ungünstig. Ich habe gerade eine Höhle gefunden. Ja. Dachte ich mir, dass da jetzt was ist. Da macht nichts, da kannst du durch die Höhle führen. Ja. So, Moment. Okay. Und dann kam halt die Anime Connection of Germany, wo du Anime auf VHS kaufen konntest für teuer Geld, später dann auch auf DVD für noch teurer Geld. Ich meine, die sind immer noch nicht günstig auf DVD oder Blu-ray, aber damals waren sie richtig teuer. So. Ja, also jetzt macht's auch keinen Spaß, glaube ich. Ja, aber dafür hast du jetzt halt Streaming-Dienste, wo du wenigstens so ein bisschen gucken kannst, Crunchyroll zur Not oder sowas. Ja. Oder halt Amazon, gibt's auch Anime und was weiß ich was. Also grundsätzlich, du kriegst schon ein bisschen mehr mit. Früher, es kam halt im Fernsehen, nix. Es gab keine Anime im Fernsehen, außer Sailor Moon oder sowas. Und so, aber abseits von dem Massen-Mainstream, keine Ahnung, Tenchi Muyo oder sowas, ist gut, lief natürlich nirgends. So, die musstest du dir halt kaufen. Und da dann halt auf VHS oder halt DVD. So, dann kam halt die Zeit, wo dann
glaube, RTL 2 hat damit erst angefangen. Wo dann plötzlich Anime vermehrt liefen, wo sie gemerkt haben, mit Pokémon ging es schon gut los. Pokémon war schon ein großer Wegbereiter irgendwie. Also Anime, die man als Anime auch erkannt hat, nicht sowas wie Heidi oder so. Ja, also Heidi und natürlich, genau, und Nils Holgersson und sowas. Ja. Alfred Jodokus Quack. Ja. Sowas halt. Das ist in Japan produziert, ja, aber halt fürs westliche Publikum. Da zählt eigentlich Anne mit den roten Haaren schon fast dazu. Ja. Oder das komische mit dem Reh. Flick oder Fleck hieß das Reh, glaube ich. Wo so, ja, Familie, oder diese, quasi unsere kleine Farm in Anime. Ja, genau das, ja. Wollte ich auch sagen. So, dann kam halt, RTL 2 hat halt viel dafür getan, dass da dann halt mal was anderes lief. Also zuerst kam man nach die Anime, also ja, es kam wie gesagt auf Arte kam mal die große Manga-Nacht. Wo Animes gezeigt wurden und so ein bisschen aufgeklärt, was es ist. Es wurde auch ein bisschen auf die Manga-Kultur angegangen, sowas. Ja, okay. Dann kam halt Vox mit ihren Anime-Nächten. Die haben ein riesen Ding gemacht. Und dann hat halt RTL 2 gemerkt, ja kacke, da gibt's ja Leute, die gucken das. Und dann hat RTL 2 mehr und dann kam irgendwann auch MTV dazu. Und hat Anime gebracht. Ja, und Vox und Kabel 1. Genau, Vox hatte halt eigentlich halt nur diese Anime-Nächte. Also Vox und Kabel 1 und MTV waren fast gleichzeitig. Also ich glaube, dass die Anime-Nächte auf Vox, die waren deutlich früher, glaube ich. Ja, aber die haben halt nicht unbedingt Serien gezeigt, so jeden Tag eine Folge so, sondern die haben halt Anime-Nächte gemacht. Am Anfang hatten sie halt irgendwie OVAs gezeigt, also irgendwie wo nur Kino, also nicht Kinofilme, aber Filme, die nur auf Video erschienen. Das war ja auf Japanisch mit englischen Untertiteln. Ja, genau. Oder sie haben halt eine komplette Serie, die meistens so 26 Folgen hatten, an einem Abend gezeigt, wie zum Beispiel Evangelion oder so. Ja. Wie gesagt, weiß ich nicht, ob sie das an einem Abend oder auf 2 aufgeteilt haben, das habe ich halt nicht geguckt. Das kam dann halt irgendwie wann hat es als angefangen? Ich glaube erst so gegen 23 Uhr. Ich weiß, dass es bis früh morgens ging, irgendwie so um 2 oder so. Ich könnte einfach im Internet nachgucken. Könnte aber auch selbst machen, ja? Ihr seid groß. Ich glaube an euch. Chaka. Moment, ich muss mal ganz kurz was machen. So. So. Apply, Junge. Genau. So, gucke mal. Ja, ich sehe gerade, dass meine CPU ist mir zu warm. Ich sag, wie es ist. Huch. Und deshalb drehe ich jetzt mal gerade die Lüfter hoch. Junge! Was geht denn ab? Ja. Jetzt bin ich komplett weg. Was ist hier los? Wo bist du jetzt hin? Da ins Loch gefallen. Ins Loch gefallen. Also, ich mach da mal einen Stein rein, so. Besser ist das. Ja, Platz da. Was soll weg? Geh weg. Ich? Bin noch nicht so weit. Was? Ja, soll ich dich hier alleine lassen? Ja. Dann gehe ich halt hoch und mach noch ein paar Dinge. Mann, ey. Bau dir ja einfach Moria nach. Ich krieg die Krise. Muss ich wieder gucken, wo ich bin. Achso, ich habe ja Lampen dabei. Stimmt, ich wollte ja Lampen aufhängen. So, ganz galant eine Lampe aufgehängt. Jetzt muss ich erstmal. Hey, wo ist denn der hin? Das brauche ich nicht. Na, hallo? Du Kacke-Ding. So. Also erstmal, das sind Wandlampen? Oh, tatsächlich. Die gehen da aber nicht hin. Wie, warum nicht? Ich dachte, die sind für an die Wand. Kann die da nicht hinsetzen. Na, das ist ja doof. Die könnte ich da hinsetzen, aber die will ich halt so. Die wiederum geht nicht dahin. Das ist ja komisch. Warum kannst du die da nicht hinhängen? Doch, die kannst du auch. Ja, gut. Zack. So, hängt natürlich doof, irgendwie merke ich gerade. So, pass auf, ich will diese Lampe da haben. Also ist das hier irgendwie die Mitte irgendwo? Ja, mal hier hin, oder? So. Danke. Okay, dann haben wir wenigstens jetzt in der Mitte. Wer macht denn hier Löcher rein? Ach, ja, stimmt. Da war ja was. So. Mach mal.
habe ich gute Idee. Pass auf. Machen wir hier eins hoch. Gerade eins reicht. Wo ist denn meine Gleise hin? Oh. Also kein Problem. Reicht ja genau, aber... So. Und danach eins runter. Weil ich witzig bin. Weißt du? Mal 4. Warte mal, ich habe eine Idee. Ja, das war zu weit. Egal. So, pass auf, ich zeige euch, was ich machen will. So. So, dann geht es... Gleise bitte. Dann geht es hier runter. So. Und dann machen wir einfach wieder hoch, ne? Geil, oder? Da wird dir richtig kacke. Da kannst du ordentlich speien. Kannst einen Spider-Man machen. Hä? Achso. Das ist jetzt kompliziert. Das ist jetzt kompliziert hier. Oh weh. Ich glaube, ich habe ihr Straßennetz durcheinander gebracht. Das wird's mir nicht. Aha. Funktioniert. Gar kein Problem. Habe ich doch gerne gemacht. So. Ach so, guck mal, hier kann man das hier hinlegen. Ach, das geht. Ja, das ist doch aber Kacke. Das wurde doch als Fackel bezeichnet, weißt du? Ja, es ist eine Kacke. Nee, ja, es lässt sich halt nicht hinhängen. Das ist voll dummes. Das ist eine Kacke. Ja, das ist eine Kacke. Eine Kackel. Kackelschwasch. Wer kennt ihn nicht? So, ich habe jetzt halt gedacht, dass ich da die an die Wand machen kann oder so. Naja, da hätte ich auch einfach eine normale Stehkerze hier hinmachen können oder so. Vielleicht sogar besser aussehen. So. Dass das hier gut aussieht. Machen wir einfach so. Zack. So. Okay. Wunderbar. Also. Ah ja, siehst du. Gut, dass ich nochmal abgelaufen bin. Da war ja was. Wir müssen ja dafür sorgen, dass man sich den Kopf nicht anhaut. Bitte, was? Was dein letzter Anime war, den du so... Was war der letzte Anime? Ja, den du so geguckt hast. Der letzte Anime, den ich geguckt habe? Ja. Also jetzt aktuell? Ja. Und ich bin nur noch am Evangelion wieder gucken. Ach so. Aber es ist... Oh, das ist wirklich... Das wartet mal ab, wenn man alt wird, ne? Dann will man die Sachen nur noch so haben, wie man sie kennt. Also... Ich habe halt jetzt... Ich habe natürlich meine Evangelion DVD-Box, die 3er DVD-Box Evangelion, die es damals gab auf Deutsch, also mit deutschen Synchro-Untertiteln. Die habe ich natürlich nicht mehr. Habe ich irgendwann mal mit Gewinn auf eBay verkauft. Kurz bevor ich gehört habe, dass es eine neue DVD-Box geben soll. So. Und... Die neue DVD-Box habe ich mir übrigens nie wirklich ganz gekauft, sondern immer, ich glaube, ich habe nur 2 oder sowas. Die Perfect Collection oder Platin Collection oder wie sie hieß, egal. Jedenfalls, es gibt halt Unterschiede dazu. Gerade bei den Untertiteln halt, wo was anders übersetzt wurde. Und jetzt habe ich halt, ich höre gerade Podcast, Track 26, kann ich nur empfehlen, wo ein Mann und eine Frau, ich weiß die Namen nicht, Folge für Folge durchgehen. Sie ist Psychologin, er ist auch Mensch. Und bist du aber mutig, wenn die Psychologen als Menschen... was? Was denn? Stimmt es nicht? Ist ein Psychologe kein Mensch? Naja. Siehste. Naja, okay. Ja. Und deshalb habe ich dann nochmal nochmal Bock gekriegt. Und habe deshalb nochmal angefangen, Evangelion zu gucken. Bin aber noch nicht so wirklich weit. Ich bin, glaube ich, in der 6., 7. Folge sowas. Also Asuka ist noch nicht da. So. Die Verstärkung aus Deutschland ist noch nicht da, aber kurz davor, glaube ich. Genau, das ist der Anime, den ich letztens geguckt habe. Und ansonsten kann ich dir nicht sagen, weil ich schon damals, ja... Also ich glaube, der Grund, warum ich so auf Manga abfahre, ist halt einfach, dass Anime so scheiße teuer waren. Man musste die früher kaufen. Und heute ist es genau andersrum. Heute kommen Anime auf Netflix, auf Prime, auf was weiß ich was. Ich sehe es halt an meiner, was ist das?
Nichte? Die Tochter von meinem Bruder? Ja. Ja, ich sehe es halt an meiner Nichte, die da voll auf Anime ist und sowas, weil es halt läuft. Es läuft auf Netflix, was sie haben, es läuft auf Amazon, was sie haben, es läuft auf was weiß ich, was überall läuft. Ja, das ist kacke. Aber halt, sie hat fast keine Manga. Was halt dann insofern praktisch ist, wenn die halt dann zu Besuch sind, also sie wohnt ein bisschen weiter weg, und wenn die dann zu mir zu Besuch ist und dann bringt sie halt so einen Waschzuber quasi mit, nennt man so, gell? Bränk. Und räumt mir meine Regale leer. Und nimmt die dann halt mit und liest die. Und bringt sie wieder. Und bringt sie dann halt wieder und nimmt dann wieder andere mit. Irgendwie lustig. Ich meine, schön. Das Problem an der Sache, also nicht mein Problem, das ihr Problem ist, ich hab halt, also aktuelle Manga oder so, die sie guckt, sie ist, wie alt ist sie? 13, 14? Ich hab keine Ahnung, oder 12, irgendwie so. Sie hat ein Alter. So. Sie ist nicht unendlich. So. Und was halt gerade so angesagt ist, gerade so aktuell, das ist halt nicht das. Ich hab halt, also, was ich halt gern lese, ist also Gag-Manga generell. Was weiß ich was, Dr. Slump zum Beispiel, ist gerade eine Neuauflage draußen. Vergötter ich ja. Sag mal, was stimmt denn da nicht? Hab ich jetzt schon wieder falsch gebaut? Ja, das ist doch der Witz dabei, Mann. So, dass der ein bisschen nach hinten muss. Moment, das machen wir gleich so. Okay, Moment. Hä? Moment, bin verwirrt. Moment, ich muss mich konzentrieren hier. Konzentrieren heißt nicht, dass ich aufhöre zu reden. Mhm. Ah ja, hier, da ist das Problem. So. Und da nimmt sie halt von uns Manga mit, aber manchmal ist es halt gerade praktisch, weil manchmal hast du Manga rumfliegen, die halt schon 20 Jahre alt sind oder älter. Und die gerade aktuell gibt es eine Neuauflage oder kommen gerade als Anime raus oder ist gerade aktuell in Deutschland oder sowas. Dann, ja geil, nehme ich mit, ja cool. Ja cool. Und dann so, ja okay, alter Scheiß. Egal. So kriegt man zumindest mal. Und ich bin mal wieder öfters im Bücherladen und aktuell lese ich, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, Solo-Leveling. Ist kein Manga, bla bla bla. Ja, egal. Und der ist vor allen Dingen aktuell gerade. Bitte? Er ist vor allen Dingen gerade aktuell. Und er ist aber gerade sogar relativ aktuell. Ja, in Deutschland zumindest. So. So. Genau. Und ja, dann kommt halt die Nichte oder was es ist und sackt immer Manga ein und sowas. Und ja, sie kennt halt vorrangig Anime. Sie weiß natürlich, was Manga sind, aber sie kann sie sich nicht leisten, weil die halt teuer Geld kosten. Ein Manga. Und bei mir war es halt früher anders. Ich hatte die Wahl, kaufst du Anime auf VHS, wo du dann eine Stunde Spaß hast für 50 Mark oder 70 oder was es kostet. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie noch so einen alten ACOG Plättchen finde. Oder kaufst du dir einen Manga, der 10 Mark kostet. Ja, ich rede noch von Mark, es ist schon länger her. Und deshalb habe ich dann halt Manga gekauft und habe halt sau viele Manga. Und es gibt halt viele Leute, die sehen dann erstmal, wie viel Manga ich habe und dann so, Alter, musst du Kohle haben. Nee, die habe ich ja nicht alle auf einmal gekauft. Meinen ersten Manga habe ich gekauft irgendwie, keine Ahnung, 95, 96 oder sowas. Ich glaube eher früher. Mein erster Manga war übrigens irgendein Dragon Ball Manga und das war schon, wo er erwachsen war. Ich glaube, das war da, bevor Freezer runterkommt, sind noch diese 3 Dullis. Also wo, nicht Sagat, nicht Krabbert, wie heißt denn der eigentlich diese Stimme hat? Hä? Nappa. Ja, Nappa, aber wie heißt der Bruder von Son Goku? Heißt der eigentlich diese Stimme hatte? Und dann hat er aber nach 2 Folgen diese Stimme gekriegt. Der immer stärker sein will als er. Oli? Nein, der Bruder. Der kleinere, größere Bruder. Der mit den Haaren. Ja, Mann, Broly. Hä? Broly. Vegeta. Mann, ey. Das ist aber nicht der Bruder von... egal. Nicht? Nee. Na, weiß schon, was ich meine.
Okay. So, keine Ahnung, mit den Filmen kenne ich mich nicht aus. Ich kenne nur so. Ja, und das war irgendwie ein Manga, wo die gerade auf die Erde gekommen sind und haben gesagt, hier du bist doch Raditz oder wie er heißt. Karotte, was weiß ich was. Du bist doch hier, wieso bist denn du hier? Wieso hast du die Erde noch nicht unterjocht? Das war mein erster Manga. Den habe ich auch komplett einfach so... Ja, nee, das stimmt gar nicht. Das war nicht mein erster Manga. Mein erster Manga war... Oh mein Gott, das... Band 2, weil ich den ersten nicht gekriegt habe. Und danach habe ich lange Oh mein Gott und Ranma gelesen, Ranma 1,5. Und die waren aber von Egmont und in westlicher Leserichtung. Und ich wollte aber mal einen haben in japanischer Leserichtung, so von hinten nach vorne, weißt du? Und deshalb habe ich mir einen Dragon Ball Manga geholt und dann festgestellt, okay, ist eigentlich ganz lustig. Das war genau da, wo der Übergang war zu ist lustig mit ein bisschen Kämpfen zu Kämpfe und manchmal wird ein Witz gemacht. Also habe ich eigentlich noch einen guten Zeitpunkt erwischt. Ich habe erst recht spät die Dragon Ball Manga wirklich gekauft und gelesen. Und ja, die Mangas sind deutlich besser als die Serie. Ist so. Weil die Serie mit ihren Kämpfen, also diese ganzen Kämpfe und sowas, da kannst du den Manga einfach schneller lesen, weißt du? Dann sind 10 Sekunden vielleicht wirklich 10 Sekunden. So. Und das macht es schon ein bisschen erträglicher. Einfach, dass du schneller lesen kannst. Aber Dragon Ball, also 1 bis 10, glaube ich, so, mit dem kleinen Son Goku kann ich uneingeschränkt empfehlen. Die Serie sowie die Manga, genau. So, ja. Was war denn dein erster Manga? Mein erster Manga war kein Manga. Das war ein Comic, ja super, ich will aber Manga wissen. Nee, mein erster Manga war kein Manga, weil... warte, lass mich raten. Das war so ein Anime-Comic. Ja. Ja, hab ich mir gedacht. Warte. Digimon. Was? Sailor Moon. Oh, okay. Danach ja, okay, war irgendwann Digimon. Hast du den Indizierten? Das weiß ich nicht. Ja, der war auch nicht indiziert, der war ja nur gecuttet. Nee, der war indiziert. Sicher? Ja. Okay. Der war damals noch von der BPJS, der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, haben sie das aus dem Handel nehmen müssen. Ein Sailor Moon Comic, Anime-Comic oder wie man das nennt. Also wo sie einfach aus der Serie Fotos gemacht haben und das in Comic geklebt, Sprechblasen drauf. Und zwar war das, glaube ich, was, wo Chibiusa oder sowas... Also da ist einer, der ist an Shin-Chan angelehnt und der macht guck mal, soll ich dir einen Apfel machen oder sowas, sagt er, glaube ich. Und tut, glaube ich, einen Schnippi rausholen oder so. Also der ist im Schwimmbad und tut dann seinen nackten Arsch und Schnippi auf die Fliesen drücken und dann sieht das aus wie ein Apfel mit Stiel, ne? Und da macht halt Chibiusa ein Gesicht, ein geschocktes Gesicht. Weißt du, so mit dieser Ader am Kopf und so ein Gesicht, was so ein erschrockenes, aufgerissener Mund sowas. Und das hat wohl die BPJS gedeutet als, da ist ein kleiner Junge, der tut quasi seinen Penis zeigen und sie macht da obszöne Gesten dazu, wie wenn sie Lust auf Fellatio hätte oder so. Was totaler Quatsch ist, weil das Gesicht, was sie gemacht hat, da muss man sich halt in der Ästhetik ein bisschen auskennen, ist halt einfach ein erschrockenes Gesicht, weil, was macht der da? Aufgerissener Mund halt quasi, ja. Ja, aufgerissener Mund. Die haben das halt gedeutet, oh, guck mal, die sieht einen Penis und reißt sofort den Mund auf und will den Penis da inhalieren. Was natürlich totaler Quatsch ist. Und deshalb wurde das Ding damals indiziert. Also aus dem Handel genommen. Beziehungsweise es wurde halt ab 18 dann. Und ja, ist ein bisschen dumm für einen Sailor Moon Comic. Moment. Scheiße, ich habe mich vertan. Ich habe mich vertan. Ich kann ja mal kurz gucken. Oder? Nee, doch nicht. Sailor Moon Comic indiziert. Naja. Der Sailor Moon Comic Heft Nummer 21 2000 wurde 2001, super, von der damaligen Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, das ist jetzt heißen sie für jugendgefährdende Medien, also das S wurde durch ein M ersetzt. Grund war eine als sozialethisch desorientierend eingestufte Parodie, die als sexuelle Handlung dargestellt wurde. Die Indizierung war umstritten, da sie auf einer Fehlinterpretation basierte. Mann, da lernt er richtig noch was. Wollte noch ein bisschen, komm, ich lese noch ein bisschen bei rum.
Also das ist hier die Zusammenfassung von Google Bard. Ne, wie heißt das Google-Ding? Gemini. Hieß das nicht mal Bard? Gut, das ist mir scheißegal. Mensch, danke Google, Ändert dass du mir das alle selbst 12 erklärst. Minuten seinen Namen. Es labert Google dich zu. Okay, ich laber einfach drüber. Jetzt übersetzt das Mikrofon. Naja, egal. Grund der Indizierung. Der Inhalt wurde als geeignet angesehen, Kinder und Jugendliche sozialethisch zu desorientieren, insbesondere durch eine Szene, die als sexueller Missbrauch interpretiert wurde. Hintergrund: Es handelte sich um eine Parodie anlehnend an Shin-Chan, die Chip-User in Verlegenheit bringt. Status: Die Indizierung erfolgte 2001. Die Entscheidung war umstritten, da die dazugehörige Anime-Folge eine FSK 6-Freigabe hatte. Also das waren ja einfach nur Screenshots aus der Anime-Folge gemacht, auf dem Comic drauf und, wie gesagt, Sprechblasen drauf. Laut Berichten wurde die Indizierung später aus formalen Gründen gestrichen. Die Indizierung betraf nur dieses spezifische Comic-Heft, nicht die gesamte Manga- oder Anime-Reihe. Ja, also, hey, habe ich noch ein recht gutes Gedächtnis gehabt. Ja, ich habe früher halt die Animania gelesen oder später dann die Manga-Szene, hieß es, glaube ich. Was ist da drüben los? Ah, guck mal. Hallo. Hi. Wie funktioniert das? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Also du kommst dann da runter, aber doch da auch wieder hoch. Ah nee, kommst du gar nicht hoch. Ah, ich bin tot. Mann, mein Kuchen ist kaputt. Achso, der liegt auf dem Boden. Okay. Ich kann ja hier wieder zumachen, aber das war jetzt gerade witzig, ja. Ja, das findest du witzig. Das findet sie witzig. So, jetzt gehen wir da. Warum bin ich denn hier? Ich bin ganz verwirrt. Jetzt ist ich habe die Desorientierung. So eine Sturz, glaube ich, bin auf dem Schädel gelandet. So, ist das schon wieder Tag. So, wir haben übrigens viel zu lang geredet. Ihr Leute. Och nö. Ja, wir beenden jetzt diese Folge. Und ja. Wenn ihr noch weiter Bock habt, ich muss jetzt mal so langsam, ich muss jetzt auch mal so ein bisschen das YouTube-Ende muss ich ein bisschen machen, weißt du? Also so ganz so schlimm wird's nicht. Ich werde nicht sagen, dass ihr die Glocke drücken sollt oder liken und abonnieren, das werde ich nicht sagen. Also ganz so schlimm wird mein YouTube-Ende doch nicht, aber ein bisschen. Und zwar schreibt doch in die Kommentare, das ist mein YouTube-Ende, schreibt doch in die Kommentare, wenn ihr weiter alte oder... Naja, du bist ja nicht alt. Alte oder Leute, die sich um alte Leute kümmern, dabei zuhören wollt, wie sie von alten Sachen, diesmal gehe ich hier runter, wie sie von alten Sachen reden. Wo ist mein Kuchen? Da, hast du Glück gehabt, hey. War teuer. Tja, hä? Wenn du nicht im Geistermodus wärst, könntest du ganz einfach runtergehen. Siehst voll dumm aus. So, und mit deinem dummen Anblick kann man nicht anders sagen, beenden wir diese Folge. Gut, schreibt was in die Kommentare, wenn wir noch ein bisschen über alte Anime quatschen sollen, aber ja. Ich glaube, wir sind so, ja. Hopp, tschüss, sag auch tschüss, Jessie. Auch tschüss, Jessie. Super. Au.